咱拢知影狗的鼻仔是真敏感，除了会当做警犬、甲掠夺犬，若是经过考古学家的训练，还佫会当倒找骨质甲遗址内底骨头。训练一只考古犬都要2年的时间，而且伊的准确度有甲90%。狗仔伫海手甲常常发现人类无法度发现的信息，那经过训练，就已经辨出3000年以前的遗骸，食到德国考古学家的合作手。Die Archädox kommen bei uns immer wieder mal, einfach wenn wir Bereiche haben, wo wir abklären wollen, könnten das Bestattungen sein oder nicht. Wir haben hier einige Ecken, 2, 3, wo wir sagen, das könnte eine Bestattung sein. Und dann lassen wir einfach mal die Archädox gucken oder riechen, ob da tatsächlich was sein könnte. Wir können das auch einfach so aufmachen und wissen es dann. Aber es ist immer ganz gut, im Vorfeld zu wissen, was auf einen zukommt. 这阵考古犬伫慕尼黑北部25公里的弗赖辛附近，诺伊法恩找找铁器时代甲凯尔特文化遗址。考古学家认为，这早期应该有人住，而且有一条古罗马道路。考古犬利用真厉害手脚，找出遗骸可能在正确位置。Also wir treffen uns dann vor Ort auf einem Ausgrabungsfeld. Und dann wird der erste Hund genommen, der sucht erstmal so über dieses begrenzte Gebiet, wie er suchen möchte. Also der kann links, rechts gehen, wie er meint, wie er suchen musste, wo er seinen Geruch herbekommt. Und diese Suche gibt uns gewisse Erkenntnisse. Entweder zeigt der Hund gar nichts an oder er hat interessante Stellen oder er bellt sofort. Und er kommt dann relativ schnell weg. Und der zweite Hund wird genommen, um das Ergebnis zu überprüfen. Weil ein 10 Minuten Suchen für den Hund, vor allem bei warmem Wetter, wo meistens die Ausgrabungen stattfinden im Sommer, ist wie ein Halbmarathon für Menschen. Das ist also sehr anstrengend. 创办人讲，训练一只考古犬要用2年时间，因偏到14公尺深度，准确率有90%。透过因的斗3工，已经达到真好的效果。公司新闻深入批评。